Ja, hallo liebe Gesundheitsfreunde. Ich erkläre euch heute wieder ein leider trauriges Thema. PCOS steht für Polycystic Ovarious Syndrom, genannt Zysten in den Eierstöcken. Wie entsteht das und hat Nahrung damit was zu tun? Es geht wiederum darum, wir essen zu viel, bewegen uns zu wenig, essen Übermaß, Pizza, Pasta, Nudelbrot, Getreide. Es hat gute Gründe, warum Paleoernährung so gut funktioniert. Es ist wissenschaftlich nachvollziehbar und es gibt genügend Evidenzen, es physiologisch zu erklären, was da passiert. Wir wissen, dass Kohlenhydrate immer eine starke Insulinausschüttung nach sich ziehen. Aber das ist eine Konsequenz. Insulin reizt in der Leber die Stimulation von Wachstumshormonen. Sprich, wenn wir zu viel Zucker, 40 Kilo pro Kopf und Jahr ist das, was der Herr Österreicher konsumiert. Zucker ist Zellgift, ist versteckt. Die Nahrungsmittelindustrie weiß das, macht es bewusst, manipuliert uns mit gewissen Zuckernamen. Zucker macht krank. Übermäßiger Kohlenhydratkonsum, Insulinausschüttung erhöht. Insulin reizt die Wachstumsachse. Wenn Insulin produziert wird, wird auch immer ein Wachstumsfaktor produziert, der heißt IGF-1. Jetzt haben wir Organe, die darauf empfindlich sind. Und einer davon sind nämlich die Eierstöcke. Wir haben Frauen, sogenannte TK-Zellen. Diese TK-Zellen sind sehr sensibel auf IGF und auf Insulin. Daraufhin produziert man in den TK-Zellen eine hohe Menge von Testosteron, das männliche Geschlechtshormon. Dieses wird wiederum in den zweiten Zelltypus umgewandelt in Östrogene. Das heißt, wenn diese Achse permanent aktiv ist, kommt es zur Überstimulation von Insulin, zu Wachstumshormonen und IGF. IGF und Insulin stimulieren TK-Zellen zur Produktion von Testosteron. Die Folge ist, dass wir enzymatisch Testosteron in Östrogen umwandeln über ein Enzym, das nennt sich Aromatase. Insulin reizt aber direkt auch Aromatase. Das heißt, die Frau wird Östrogen dominant, bekommt ein prämenstruelles Syndrom, Krebsrisiko, Brustkrebsrisiko steigt an, weil die Östrogenmengen, die schlechten gänsefüßchen Östrogene nicht gut genug in der Leber abgebaut werden können und eine Östrogendominanz ist gleichzusetzen mit einem Progesteronmangel. Dieses Bild lässt sich im Blutbild nicht immer klar definieren oder klar zeigen. Ein typisches Zeichen ist ein prämenstruelles Syndrom. Migräne kann die Folge sein, Endometriose kann die Folge sein. Von dieser Stimulation schmerzhafte Regelblutungen. Schulmedizinisch behandelt man das, indem man die Pille gibt, mit allen Konsequenzen, und auch Metformin, also ein Diabetesmedikament, wird oft verschrieben. Die einfachste Lösung ist Bewegung, nüchtern bewegen, Kohlenhydratmenge runter. Man kann das auch noch mit Vitamine und Nährstoffe unterstützen und vor allem das Zystenwachstum kann man mit Jod, und das werde ich in den nächsten Seminaren zeigen, sehr, sehr, sehr gut unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn es euch interessiert. Schaut euch das an. Es ist ein spannendes Thema und wir sehen uns bald.